Jahreszeit ist und dich dann dumm anschaue, wenn du nicht Sommer sagst. Doch, ich mag den Sommer eigentlich, also mega fest. Meine Haut einfach nicht. Oh. Nein, wirklich, ich habe auf die Matur, also einfach nach der Matur, so eine Tube Sonnencreme bekommen, eine riesen Tube Sonnencreme, Lieblingssonnencreme von meinen Eltern. Und ich glaube schon, wie ich mich gefreut habe. Ernst. Du gibst halt das Geld eher für Bier aus, gell? Aber ich meine im Fall nicht das. Ich meine es eher so, die Leute, die dann halt so sagen, so, jo, ich mag die jetzt einfach hier in der Schweiz nicht so. Halt die in diesen Gesprächen so alle, ja weißt du, in der Schweiz ist halt schon so eine unangenehme Hitze. Weil ich damals in Australien im Austausch war, ist es viel angenehmer gewesen, weil dort ist halt so eine trockene Hitze. Weißt du, was ich meine? Ja, aber es hacken eh immer alle auf Leute, die in Australien im Austausch waren. Aber mir geht es eben nicht um das eigentlich, sondern mehr um die Erwartung, dass man besonders im Sommer und bei schönem Wetter einfach offen sein muss, sozial sein muss und glücklich sein muss, egal wie man drauf ist. Aber was ist, wenn ich das halt gerade mal nicht bin, wenn ich einen schlechten Tag habe oder wenn ich einfach mal nicht so tun will, als ob ich fröhlich wäre? Also so ein bisschen Summertime Sadness. Das ist halt schon ein Mut, das Lied. Aber das Lied ist ja dann eher so, dass man dann fast schon absichtlich im Schatten sitzt, während alle die Sonne genießen und glücklich sind und man dann halt eigentlich so einen auf cool das abhatet ein bisschen. Ja, auf so grumpy rumsitzt. Aber ich glaube, du meinst etwas viel harmloseres. Eben nur, weil das Wetter gut ist und viel Sonne genießen, heisst das nicht, dass gerade alle Sorgen aus der Welt sind. Ja, ich glaube, ich weiss, was du meinst. Ich kenne es eher so ein bisschen von der anderen Seite her, dass ich im Sommer eh so bin, jo, es gar nicht alles erwarten. Also hey, sind happy, genießen die Sonne, gehen raus. Und du kannst im Sommer halt mega viel machen, oder sonst einfach nicht kannst. Ich bin letztens nach einem Reinschwung so mit Flora beim Wetter gesessen und ich es mega plötzlich habe ich so gesagt, hey, es ist so schön hier. Auch wenn wir könnten, wieso gehen wir überhaupt in die Ferne? Wieso bleiben wir nicht einfach da? Die Schwerbotschaft für Basel Tourismus, wenn es mit der Uni nicht klappt. Ich weiß nicht. Nur wenn ich so Slogans mache wie relax, chillen mit Respekt. Das macht richtig weh. Ich habe es wirklich so gerne sagen. So. Yeah. Du brauchst so einen Moment, bis du es checkst, weil ich so. Ja, das schaffst du vielleicht gerade. Aber wenn alle ihr Zeug aufräumen würden, dann bräuchte ich so Hobby vielleicht gar nicht. Das ist jetzt mal zu hoch Niveau, aber es gibt doch immer so Ende August die Woche, wo du so einen Stück Ruhe hast von der Hitze. Und dann wird das der erste Tag, wo du lange Hosen anziehen oder Pulli. Und du freust dich richtig, aber dann 2 Wochen später oder so, Mitte September, hast du wieder genug davon. Du wünschst dir die Hitze wieder zurück. Also irgendwie im Sommer ist es so, dass du merkst erst, wenn du vorbei ist, wie geil das ist. Vor allem früher, gerade wenn wir noch nicht so in der Stadt sind, wir sind irgendwie im Winter plötzlich gemerkt, du hast keine Ahnung, du kannst anschauen. Also mit 16, wenn du irgendwie den Waldrand in Oberwil hast du irgendwann einfach gesehen. Hey, es ist in Rheinfelden nicht anders gesehen. Wir sind zwar nicht am Waldrand rumgehängt, aber wir haben im Stadtpark unsere Partys gefeiert. Stadtpark. Ja. Lieblingsjahreszeit? Herbst, ganz klar. Es lebt der Übergang vom Sommer in den Winter. Nicht zu heiß, nicht zu kalt, einfach perfekt. Aber Sommer ist eigentlich schon geil, solange man nicht einfach die ganze Zeit erwartet, dass alle permanent gut drauf sind. Aber jetzt gerade so ein kaltes Bier oder ein kalter Drink am Rhein, das wäre schon geil. Machen wir. Cheers!